Nach dem furchtbaren Mord ist der Bill Sikes aus der Stadt aufs Land geflüchtet. Er hat sich im Wald verstecken. Doch, als er auch angeschaut hat, alles hat ihn an die Nancy erinnert. Es hat ihn gedunkt, als ob ihr Schatten ihn verfolgen würde, und das Rauschen der Blätter ist ihm vorgekommen wie ihre Stimme. Bill! Aber das Schlimmste war, dass er überall die toten Augen der Nancy gesehen hat. Da, dort und überall. Der Bill ist mit seinem Hund unruhig im Wald umeinander geirrt. Doch immer wieder ist es ihm vorgekommen, als würde Nancy ihn verfolgen. Er hätte so eine grauenhafte Angst bekommen, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Er wollte zurück nach London. Dort hat er sich sicherer gefühlt. Doch da ist ihm der Bullauge in den Sinn gekommen. Ah, der Hund! Wenn der auftaucht, weiss jeder, dass ich in der Nähe bin. Der Bill Sikes hat das natürlich verhindern. Er hat seinen Hund an einen Strick mit einem schweren Stein binden und ihn dann im Fluss ersäufen. Bullaug, komm da hin! Bullaug! Doch der Bullauge, der sonst aufs Wort gefolgt hat wahrscheinlich gemerkt, was sein Meister vorgehabt. Er hat sich geduckt und der Bill angeknurrt. Dann hat er sich umgedreht und ist davongerannt. Ah, Mist! So ein Drecksköter! Der Bill Sikes hat geflucht, denn er hat gesehen, dass der Hund in Richtung London verschwunden ist. So ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als auch wieder in die Stadt zu laufen, weil im Wald hat er um keinen Preis bleiben. Nach 3 Tagen ist er wieder zurück nach London gekommen. Sein Mantel und seine Stiefel waren voller Dreck. Er hat nach seinen Kumpanen gesucht. Aber an den gewohnten Schlupfwinkel hat er niemand mehr gefunden. In dieser Zeit, wo der Bill Sikes auf dem Land war, hat sich in der Stadt nämlich einiges verändert. Man hat den toten Körper von der Nancy entdeckt und die Polizei hat im Wirtshaus zu den 3 Krüppeln alle Verbrechen festgenommen. Auch der Fagin, der Charlie und der Pfiffikus sind verwutscht worden. Im Bill Sikes ist es langsam unwohl geworden, als er gemerkt hat, dass keiner von seinen Leuten mehr herum war. Er wollte gerade um eine Ecke biegen, da stehen in der Dunkelheit etwa ein Dutzend Polizisten vor ihm. Halt! Stehen bleiben! Ah, verflucht! Die Bullen! Dort, in das Haus ist er reingegangen. Dort vorne! Mann, umstellen das ganze Haus! Der Bill Sikes ist die Stege vom Haus aufgekastet bis in den 1. Stock. Irgendwann hat er ein Seil gefunden, das hat er gepackt und ist vom Fenster aus aufs Dach geklettert. Dort hat er das Seil ums Chemie gebunden. Er hat sich vom Dach in einen abgelegenen Hof abseilen und dann flüchten. Unten, auf der Strasse, hat sich eine riesige Menge von Leuten versammelt. Der Bill hat gerade die Seilschlinge unter die Arme schieben, wo der Bullauge, wo seinem Herr auf das Dach gefolgt ist, hinter dem Chemie ist auftaucht und ihn mit seinen grossen Hundeaugen angeschaut hat. Die Augen, da sind sie wieder. Die Augen von der Nancy. Der Bill ist so grauenhaft verschrocken, dass er das Gleichgewicht verloren hat und über den Dachrand gestolpert ist. Ah! Der Bill Sikes ist 10 Meter in die Tiefe gestürzt und tot liegen geblieben. Der Bullauge hat ein fürchterliches Geheul abgelassen. Dann hat er Anlauf genommen und hat seinem toten Herr entgegen springen. Doch auch der Hund hat es nicht überlebt